Freundinnen und Freunde draussen, herzlich willkommen zu dem neuen Video hier auf YouTube. Wunderbar, habt ihr heute eingeschaltet. Ich danke euch schon mal 1000 im Voraus. Nein, wieso ist das Mikrofon? Wieso habe ich Kopfhörer? Was ist denn los, Adi? Runterfahren, kein Problem. Einfach runterfahren, ganz gechillt bleiben, weil heute gibt es mal ein anderes Video, mal ein bisschen ein lockeres Video. Ihr seht hier, ich habe schon eine Webseite offen. Was hat es denn mit dem auf sich? Ich muss euch das jetzt geschwind erklären. Und zwar gibt es so einen Trend auf YouTube, gerade in Amerika ist es auch gesehen, und jetzt auch in Deutschland sogar. Da tut man auf Tiermaker gewisse Sachen bewerten. Es gibt so Listen von verschiedenen Sachen und die kann man bewerten. Und jetzt ist hier eine Liste von Schweizer YouTubern, also von ganz vielen Schweizer YouTubern. Und die tue ich jetzt sozusagen nach meiner eigenen Meinung bewerten. Also was finde ich sind die unterhaltsamsten, was sind die weniger unterhaltsamen. Es gibt dort die Kategorie S-Tier. Das ist das S, das sind die besten und dann kenne ich nicht, das sind die schlechtesten, kann man das so sagen, die schlechtesten. Ja, einfach die meiner Meinung nach noch Potenzial hätten zum besser werden. Ich sage es mal so. Die sehen hier, es hat ganz viele Schweizer YouTuber, viele Leute sagen immer, es gibt ja nicht so viele Schweizer YouTuber, aber wenn ihr die Liste anschaut, es hat so viele Schweizer YouTuber, das sind jetzt glaube ich 44, wenn ich richtig gezählt habe, vorhin. Ich probiere den Link von allen, die hier drauf sind, den Link in die Beschreibung zu von ihnen, dass ihr auch könnt vorbeischauen, wenn ihr Lust habt. Grosses Shoutout an Maelo. Er hat auf dieser Webseite das Template gemacht von diesen Schweizer YouTubern. Darum geben wir einfach mal ein fettes Smiley. Wenn es dann annimmt. Okay, will es anscheinend nicht annehmen. Nein, ich tue jetzt hier alle bewerten. Wie gesagt, das ist meine eigene Meinung zu diesen YouTubern. Wenn ich die finde, wie unterhaltsam ich die finde, das ist natürlich ein bisschen Geschmackssache. Aber ich glaube, das ist sicher noch für euch ein bisschen interessant, um zu sehen, wer es überhaupt gibt und wer ich so schaue von der Schweizer Szene. Aber auch ein Aufruf an alle Schweizer YouTuber, zum selber das auffüllen. Ich fände das cool. Ausfüllen, wenn ich reden kann. Ausfüllen. Ich fände das cool, wenn vielleicht andere Schweizer YouTuber auch ein Video machen würden, wie sie das dann ausfüllen. Ich finde das eigentlich noch recht cool und spannend. Es sind auch noch ein paar Instagramer dabei, aber ja. Das ist alles eins. Dann würde ich sagen, reden wir gar nicht lang, weil ich jetzt schon viel zu viel reden kann. Dann fange ich einfach mal an mit dem und jetzt die Liste abarbeiten. Ich weiß nicht, wie viele von denen kennen. Die meisten werden ihr wahrscheinlich kennen. Mit vielen habe ich ja schon Videos gemacht. Aber fangen wir doch einfach einmal an. So. Genug geredet. Das hier, das ist Anna Smith. Sie macht so Musikzeug auf YouTube. Sie tut singen. Sie singt sehr gut. Ist jetzt für mich aber nicht so das, was ich immer schauen. Sie tut auf jeden Fall sehr gut singen. Aber ich würde sie jetzt persönlich in C-Tier rein tun. Man nennt das, glaube ich, C-Tier oder die Kategorie C. Tue ich sie mal rein. Ist jetzt nicht. Finde ich, ist sicher nicht das Schlechteste, aber ist nicht so das, was ich schaue auf YouTube. Darum tue ich sie dort an. Ist nicht persönlich gemeint, übrigens, wenn ich euch bewerte im Real Life. Einfach wirklich so aus meiner Sicht, wie ich am unterhaltendsten finde. Dann haben wir den hier, ich glaube, das ist der Sebu. Wenn ich es richtig sehe, sorry, falls ich irgendjemandem sein Profilbild falsch habe, das wäre ultimativ peinlich. Aber das ist, glaube ich, der Sebu. Der Sebu macht so Videos auf Berndeutsch, ist jetzt für mich. Ist noch schwierig eigentlich. Auch C-Kategorie. Okay. Dann haben wir die Noelia. Die Noelia kennen ihr alle, sie macht eigentlich mehr Videos auf Instagram. Oder eigentlich nur Videos auf Instagram, wenn man so will sagen. Ich mache sie mal in die B-Kategorie, weil sie macht nicht mehr so aktiv Videos. Früher hat sie viel mehr gemacht und dann habe ich sie auch noch lustiger gefunden. Ich bin noch jünger gesehen. Ich mache sie mal in B-Tier. Ist für mich B-Tier. Ist so also Durchschnitt. Dann Nathans Blog 2.0. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist der eine, der bei Easy Magazine. Was richtig im Kopf? Bei Easy Magazine mitschafft, mit einem Kollegen und die machen hure nice Shit. Ich glaube, die wachsen sogar auch relativ schnell auf YouTube. Die mache ich auf jeden Fall ins Art hier. Die machen richtig nice Videos. Ist auch so ein bisschen Meme-Humor, so ein bisschen dumm. Meistens. Dann haben wir ihn. Oh. Jetzt wird's schon an. Jetzt weiss ich. Bro, sorry, dass ich die Namen nicht weiss. Es tut mir so leid, ohne Scheiß. Ah nein, Wally. Heißt der Wally? Kann sein, dass Wally heisst. Ja, er ist für mich die Kategorie. Ich schaue ihn jetzt nicht so aktiv. Ich schaue ab und zu ein Video, aber ist nicht so meine Art von Unterhaltung. Ich weiß auch nicht genau, was er genau macht, auf was er genau raus will. Ob es eher Vlogs sind, er macht manchmal Vlogs, man andere will es. Nicht so mies. Dann haben wir den Sebu. Er kommt für mich in C-Tier rein, weil er macht zu mit Leidenschaft und ich finde es mega geil, wie Freude er immer hat an kleinen Erfolg und so. Was habe ich gesagt?
Jetzt habe ich mega das Blackout, wie er heißt. Jetzt habe ich es doch gerade gesagt. Ey, ich kann nicht reden, mache ich einmal ein One-Take-Video und dann geht alles falsch. Komplett muss ich dezent los. Nein, er kommt auf jeden Fall in C-Tier, weil er hat mega viel Passion, wenn er das Ganze macht. Jetzt aber auch nicht. Dann haben wir die Hipster-Gnöglis. Die kommen für mich in die B-Tier rein. Ja, sie... Eben, die Meile hat es in seinem Video schon gesagt, ich habe relativ gut hinter seiner Meinung schon. Sie machen es nicht mehr so fest mit Herzblut, wie sie es auch schon gemacht haben. Die Videos haben vielleicht andere Hobbys momentan, ich weiß nicht genau. Dann haben wir den Ash April. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist ein relativ kleiner YouTuber. Ich mache den mal in C-Tier auch rein. Ja, ich mache jetzt auch nicht so meine Videos, mache mehr so Vlogs ein bisschen, vielleicht ein bisschen. Ist ein bisschen am Ausprobieren, auch nicht so mies. Dann haben wir hier, was ist das? Das ist ja ein riesen Spaß, die kenne ich nicht. Gar nicht, wer das ist. Falls ihr den kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Dann haben wir den guten alten Ask Switzerland. Er kommt für mich in die A- oder B-Tier. Es ist gar nicht so einfach, das gerade so zu entscheiden. Er kommt für mich in die B-Tier. Einfach weil seine Strassenumfragen-Videos für mich immer ein bisschen das Gleiche sind. Es ist nice, aber es wiederholt sich halt überall ein bisschen. Aber ihr kennt ihn sicher alle. Dann haben wir den lieben Lotzi TV. Er kommt für mich... Boys. Es ist so schwierig. Er kommt für mich in die C-Tier. Ich schaue seine Videos, aber es ist nicht so mies. Dann haben wir Schweizeristen. Der kommt für mich ganz klar in die A-Tier. Weil Schweizeristen finde ich eigentlich recht nice, hat einen nice Humor, probiert viel selber zu machen und finde ich einfach nice. Und dann haben wir den guten alten Markus Galaxus, das ist klar, der kommt für mich in die S-Tier. Marc, schaut jetzt gehen wir aus an dich. Es ist einer der ersten, oder vielleicht sogar einer der ersten Schweizer YouTuber, die ich kennt, damals noch mit Galaxy TV. Und der Marc, gar nicht, ist für mich einfach A-Tier. S-Tier. Der Michito kommt für mich in die B-Tier. Ja, gibt es nicht viel zu sagen. Tina Umbricht, B-Tier, einfach weil sie mega nice singen kann. Tina Umbricht macht Singvideos, falls ihr das nicht wisst. Dann kommen die guten alten Fitzes, kommen wir in die gleiche Kategorie wie der Sebu, weil der Sebu, der hier ist auch bei den Fitzes dabei. Sie machen einfach so ein bisschen Skits, manchmal lustige Sachen. Oh, dann haben wir den guten... wow. Dann haben wir den guten alten Swiss Meme. Der kommt für mich leider in D-Tier. Ist überhaupt nicht so mies. Was er macht. Klaut auch viel Memes. Der gute alte Top den Erich. Das ist der Top den Erich. Absolut verstörend. Der kommt für mich in die B-Tier. Macht Let's Plays und so ein bisschen PewDiePie-Shit auf Schweizerdeutsch. Geht sich auf jeden Fall mega Mühe bei seinen Videos. Nice. Der gute alte Mr. Elia. Oh, jetzt sind wir gespannt, wo wir den auch nicht tun. Wir tun den Elia in die B... Nein, tun wir in die A-Tier. Elia, der tun wir in die A-Tier. Weil wenn er Videos macht, dann finde ich es mega nice. Aber Elia, du kannst spitz mehr Videos machen. Ich weiß nicht, wann ist das letzte Video rausgekommen, am Elia Seis? Also man kann mal nachschauen. Mr. Elia. Ich entschuldige mich auf jeden Fall schon mal dafür, wenn das Video ein bisschen länger wird als normalerweise. Aber ihr könnt euch zulernen, holt euch Popcorn. Vor 7 Monaten. Elia, du musst wieder mal ein Video machen. Das ist eine ganz klare Situation. Dann haben wir den Cyan. Mein Name ist Cyan. Er kommt für mich in die B-Tier. Macht auch nicht so oft Videos. Weil, wenn man nicht so oft Videos macht, dann ist er automatisch gerade so ein bisschen abgestuft. Leider. Sorry, Cyan, es tut mir so leid. Wer ist das? Muss ich ehrlich sagen, das ist jetzt der erste, den ich nicht kenne. Sorry an dich. Dann haben wir den Joshua Spielt, der kommt für mich in C-Tier, weil er immer noch besser ist als der Sekis World. Er macht sich auf jeden Fall, der Joshua Spielt. Man merkt auf jeden Fall seine Progression. Er ist auch noch ein recht kleiner YouTuber, aber mal schauen, was er in Zukunft bringt. Dann haben wir die Iris Reeves. C-Tier. Ich weiß gar nicht mehr so genau, was sie auf YouTube macht momentan. Muss ich ehrlich sein. Dann haben wir den Gabirano, der kommt für mich in B-Tier, einfach weil er lustig ist, aber mittlerweile jetzt auch nicht mehr so hart gehypt ist. Dann haben wir Racing, Swiss Racing, heisst sie Swiss Racing? Bin mir gar nicht sicher. Sie machen Videos mit Rennen und so, Autorennen. Ist jetzt überhaupt nicht meins, darum ist es für mich
D. Kategorie D. Dann haben wir den einfach... Oh, jetzt ist das Licht abgegangen. So. Es leuchtet wieder. Wo sind wir gesehen? Beim leicht aufgewärmt. Genau, der leicht aufgewärmt hat auch schon lange kein Video gemacht. Kommt für mich leider in C-Tier rein. Ja, er hat, glaube ich, wirklich lange kein Video mehr gemacht. Sie beide. Weißt du das? Ey, Mann, es tut mir immer so leid, wenn ich jemanden nicht an seinem Profilbild erkenne, aber es tut mir so leid. Da muss ich euch leider in Kenny nicht rein tun. Es tut mir so leid. Ja, der Can kommt für mich ganz klar in die S-Tier, weil er einfach mega nice Kurzfilme macht. Er schafft es einfach immer, entweder ist das Grading hure nice, die Story ist hure nice, er schafft es am Video einfach immer irgendetwas mega nices zu haben. Dann der Büssi kommt für mich in die A-Tier. Nicht alles, was er macht, finde ich nice, aber der Büssi ist auf jeden Fall mega im Grind, weil der macht ja noch Radio, Fernsehen, Comedy nebendran, aber macht pro Woche auch noch 1-2 Videos und das ist einfach mega der Grind, den er hat. Respekt am Büssi auf jeden Fall. Der Unis-Vlog kommt für mich auch in C-Tier oder vielleicht sogar in D-Tier. Einfach weil er schon so lange nichts mehr gemacht hat. Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch als YouTuber gilt. Sorry, Unis-Vlog. Weißt du auch? Ist das der Sir Vlog? Das muss ich schnell nachschauen. Das ist ein Kollege. Wenn, dann ist der Kollege vom Maelo. Sir. Ah, es ist der Sir Vlog. Der gute alte. Einfach wegen seinem Friburger Deutschen kommt der in C-Tier. Ja, wir mal gucken. Halftime Nerds kommen für mich in die B-Tier. Die machen so Kurzfilm. Recht nice geschnitten, recht nice gefilmt. Von der Story jetzt nicht immer so mies, machen auch recht wenig Videos. Darum für mich ganz klare B-Tier. Oh, nein, muss ich nicht schon wieder. Oh nein! Es tut mir so leid, wirklich, es tut mir so leid um jeden. Aber ihr müsst ins Kenny nicht gehen. Dann haben wir den gute alte Greenie, der Drache. Ja, ich bin ein Drache, ja. Du bist für mich ganz klar ein B-Tier, ja. Ich finde es nice, dass er auf Schweizer, oder jetzt glaube ich sogar mittlerweile auf Englisch so ein bisschen Tech-Zeug macht. Ja, er sucht sich glaube ich auch so seinen Weg durch, das finde ich nice. Probiert, hat die Qualität auch mega gesteigert in den letzten Tagen. Dann der Balin kommt für mich in die A-Tier, einfach weil das einer von der vielversprechendsten YouTuber ist aus der Schweiz, finde ich. Hat mega wenig Videos gemacht in letzter Zeit, aber wenn er es macht, finde ich es mega nice, weil er macht also Vlogs ein bisschen im vibigen Style. Finde ich auf jeden Fall mega. Dann haben wir den Mark's Mission. Auch ein sehr nice Dude, kommt von mir in die A-Tier. Macht vor allem Fotos auf Insta, aber macht also ein paar Videoprojekte. Ist auf jeden Fall einfach ein nice Dude. Mark's Mission heisst er. Dann haben wir die Kitchen Witch. Ist für mich C-Tier, weil sie mehr so ein bisschen, glaube ich, Erwachsenen-Content macht. Und ihr kennt mich, ich bin das grösste Kind im Kopf von all denen hier. Darum kommt sie für mich ins C. Ja, wer ist das? Mir ist es so peinlich, wenn ich Leute nicht kenne. Ist das nicht der Gamer aus... Ich nehme jetzt mal an, das ist der Gamer aus dem Graubünden. Er kommt in die D-Tier von mir, weil ich einfach das Gaming-Zeug nicht mehr so interessant finde. Ganz easy. Dann haben wir natürlich den Lersu. Der Lersu! Er ist eine Legende, er kommt in die A-Tier. Der hat die geilsten Berner Wörter. Die kennt wirklich niemand, der so geile Berner Wörter hat. Wie der Lersu, finde ich mega unterhaltsam. Dann hat Nati kommt von mir in die A-Tier, will nicht in die S-Tier, weil sie von den Inhalten einfach manchmal halt so Mädchen-Themen hat und so, und das ist halt nicht so mies. Aber an sich finde ich mega, finde ich ihren Grind so krass. Die macht seit hure lang jeden Sonntag ein Video. Ich glaube erst ein oder zweimal ein Video ausgelogen. Aber Nati ist auf jeden Fall mega im Grind, sich und auf jeden Fall in die A-Tier. Hat eigentlich sogar die S-Tier verdient. Aber weil es ab und zu ein Mädchen-Thema hat. Sorry Nati. Der Silly HD kommt auch in D-Tier, weil er glaube momentan gar nichts mehr macht, noch gibt es ja gar nicht mehr zu schauen. Der Stucki kommt für mich in die A-Tier, macht mega nice Videos, manchmal ein bisschen, tut mit den Leuten ein bisschen zu offenden, also so Pranks auf der Straße finde ich aber nicht immer so geil. Darum kommt auch von mir aus gesehen in die A-Tier. Saturday Sunday auf jeden Fall auch in die A-Tier, macht nicht zu viel Baby-Content, weil sie ein Kind bekommen. Schaut jetzt gegen aus an Kilian und Loredana. Ich komme dann mal vorbei, wenn ihr euch ein Kind bekommt. Und der Maelo kommt für mich ganz klar in die S-Tier, weil der Maelo ist so für mich der Schweizer Meme-YouTuber und er trifft mit seinen Videos auch hure meinen Humor. Er macht eben so mega Meme-Videos, manchmal kurz, so schnell geschnitten. Mega mein Humor. Kann ich reden? Ich habe das Gefühl, in diesem Video habe ich mega nicht reden.
Oh, so, das ist auf jeden Fall meine Liste jetzt von den YouTubern, wie ich sie würde einschätzen. Die 3 sind nicht oben, weil ich sie gut kenne oder weil es gute Kollegen sind. Es hat auch viele andere Leute, die ich gut kenne. Aber die 3 sind für mich momentan so die besten Schweizer YouTuber oder die ich am liebsten schaue auf jeden Fall. Aber schaut auf jeden Fall auch bei den anderen dabei. Ich probiere alle... vorbei, ich kann wirklich nicht reden. Schaut auf jeden Fall auch bei den anderen vorbei. Ich probiere die Links in der Beschreibung zu tun. Es ist auch der Link zu dem Tiermaker in der Beschreibung. Da bin ich mal gespannt, wie ihr das würdet ausfüllen. Bitte nehmt es mir nicht ernst, liebe YouTuber, wenn ich euch in eine andere Kategorie hier habe. Macht es doch selber, dann könnt ihr mir in die Kategorie rein tun. Könnt ihr mir es alle zurückgeben. Finde ich überhaupt nicht schlimm. Das ist auf jeden Fall meine Auswahl. Wie findet ihr das? Findet ihr das interessant, wenn ich mal so ein Video zwischendurch mache, das ein bisschen chillig ist, auch mal ein bisschen reden, ein bisschen machen? Ja, das ist auf jeden Fall meine Meinung zu den Schweizer YouTubern. Möchtet ihr doch selber den Link in der Beschreibung. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und natürlich dem Video ein Like zu geben, ja, wer weiß. Ich bin so verwirrt, es ist spät. Ich muss pennen. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, was auch immer. Peace und Blümli. Drei, zwei. Let's go.